Ja, sauber. Boah, hör mir auf, da legst du nieder. Da ist schon was anderes für mich, ne? Servus und hallo zu City of Heroes. Ein Bayer in der Stadt der Helden. Ich bin der Alex und ich habe mir vorgenommen, ein bisschen City of Heroes zu zocken und das aufzunehmen. Hoffentlich kann ich ein paar Leute dafür begeistern. Ich finde dieses Spiel wahnsinnig gut. Macht richtig Spaß. Wir haben ja einen Hero, der ist jetzt Level 6 gerade geworden. Ich habe mit dem die Hellions, naja, in ihre Schranken gewiesen. Hellions sind eine Gang, die hier in Atlas Park ihr Unwesen treibt und die so ein bisschen Teufelsanbeter sind. Die wollten einen Dämon beschwören. Ich habe das mit Hilfe meines Kontaktes Matthew Hashabi oder Hasby oder wie der geheißen hat, verhindert. Der hat mich dann weitergeschickt zum anderen. Da ist irgendwie ein Actor gestorben und das untersuchen wir jetzt. Und das waren die Vazilok. Die Vazilok sind auch eine Gang in Atlas Park. Die sind so ein bisschen Techno-Nekromanten, schauen aus wie schlecht desinfizierte Chirurgen. Ja. Aber ich muss jetzt erstmal aufleveln gehen, weil ich bin jetzt Level 6 und ich hätte jetzt doch gerne eine Travel Power. Travel Powers benutzt man zum Traveln. Wer hätte es gedacht, also zum Rumreisen. Man bewegt sich halt schnell, kann Super Speed haben, Teleportation, Flight, Super Jump und dergleichen. Zu den anderen Powers, die man hier so hat, drüben sieht man schon den Atlas, da ist Atlas Park, da ist die Level Trainerin. So, zu den Powers, die wir hier so haben. Schauen wir doch gleich mal. Es sind noch nicht so viel, deswegen geht das ganz einfach. Wir haben ja ein Fire Shield, nein, eine Blazing Aura. Blazing Aura macht Schaden um uns rum. Alle, die da reinlaufen, kriegen Schaden. Was natürlich super ist für Nahkämpfer. Ne? Kann man auch aggro gut halten. Guter Tank wahrscheinlich in Zukunft. Dann haben wir hier das Fire Shield. Fire Shield gibt mir so ein bisschen Defense gegen Smashing und Lethal. Dann haben wir Brawl. Brawl ist ein ganz normaler Angriff. Einfach mit der Faust drauf. Und hier haben wir einen Blow, den ich nicht aussprechen kann. Das ist mit unserem Naginata. Tata. Und hier haben wir noch einen Angriff. Also der hier, der Blow, macht die Defense vom Gegner runter und der Precision Strike macht angeblich mehr Schaden. Und kann den Gegner desorientieren. Habe ich bis jetzt zwar noch nicht gesehen, weil die irgendwie mal alle gleich umgefallen sind. So. Ich weiß nicht, wer schon was über City of Heroes weiß. Ich finde dieses Spiel ziemlich genial. Das ist irgendwie in den 90er rausgekommen. Mitte der 90er, glaube ich. Mit den ganzen Ausbauten dann bis Anfang die ersten 2000er, 2004 oder so, habe ich mal gehört. Und dann ist es leider eingestellt worden. Bis dann eine sehr freundliche private Gruppe einen eigenen Server aufgemacht hat, um da eben City of Heroes laufen zu lassen. Heißt City of Heroes Homecoming. Und der Hersteller von City of Heroes hat diesen Leuten dann eine Lizenz gegeben, dass die das auch weiterhin machen dürfen, was natürlich super ist. Ne? Und jetzt gibt es die Server wieder, ist alles wieder da. Ist irgendwie wie früher. Ich habe das damals schon gespielt. Sehr gerne sogar mit ein paar Freunden zusammen. Ich glaube, wir waren zu 6 damals und haben echt regelmäßig miteinander gezockt. Und das war echt lustig. Haben damals von Weimar von TK so ein bisschen die Harlequins von den Eldar imitiert. Ja, war spaßig. So, jetzt bin ich zurück. Hab schon ein bisschen rumgezockt. Ja, es ist ein bisschen casual, glaube ich. Also es gibt schon Möglichkeiten, sich tief reinzufinden in das Game. Aber was
Ich ganz ehrlich gesagt am allerliebsten mache es einfach mit einer halben Stunde hier sitzen, ein paar Aufträge machen, ein paar böse Villains verklopfen, fertig. So, und jetzt gehe ich ein bisschen aufleveln. Schauen wir, ich kriege jetzt glaube ich für den Level 5 2 Slots. Das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Ja, das liebe Team hier aufleveln. Genau, ich krieg 2 Slots. 2 Slots werden dafür hergenommen, um eben die Powers zu verbessern, beziehungsweise kommen in die Slots Verbesserungen rein. Man kriegt jeden ungeraden Level Slots, 2 Stück. Und umso mehr Slots man hat, umso leichter kann man natürlich dann, oder umso besser kann man die Powers aufleveln. Bei dem weiß ich noch nicht genau, ob da einfach nur auf Hau drauf gehe oder ob ich den auch so ein bisschen zäher machen will. Ich bin nämlich leider ein bisschen langsam mit meiner Klickerei oft, deswegen ist es gar nicht schlecht, wenn ich irgendwas spiele, was ein bisschen was aushält. So, jetzt haben wir hier ein paar Slots reingezahlt, das sind meine Main Powers. Und ich traine gleich noch den nächsten Level. Jetzt kriege ich einen neuen Kontakt, die Twin Shot. Habe ich schon mal gemacht. Die führt man dann in der Basis rum und dann muss man ihren Superheldenkollegen ein bisschen helfen. Naja, glaube ich mag ich nicht. So, jetzt hätte ich ganz gern eine neue Power und zwar eine Travel Power. Das ist bloß die Frage, was ich nehme. Es gibt hier einiges. Schauen wir, so, fangen wir von unten an. Ganz ungewöhnlich Teleportation. Da kann man sie durch die Gegend teleportieren. Super Sache. Geht einwandfrei. Ja. Kann sich halt nur gewisse Strecke, ich weiß jetzt nicht wie weit, teleportieren. Dann schwebt man so kurz in der Luft, dann aktiviert man die Power wieder und teleportiert sich zum nächsten Punkt. Da gibt es dann einen Combat-Teleport, einen Team-Teleport. Also, eigentlich keine schlechte Power, habe ich immer gern genommen. Dann gibt es Speed. Speed ist relativ offensichtlich, du rennst einfach furchtbar schnell, du kannst dich selber schnell machen mit Hasten. Flurry ist ein Angriff. Du kannst mit deinen Fäuste ziemlich schnell auf die Gegner einprügeln. Sorcery ist glaube ich neu, aber ist halt, naja, sehr mystisch, weil er ist ja ein technischer Ursprung. Da hat er Power Armor im Endeffekt. Kann man auch fliegen. Kriegt man Fernkampfangriff. Oh, das ist eigentlich nicht schlecht, gell? Spirit Ward, was macht das? Damage Absorption, auch nicht schlecht. War kein Boot, war jetzt aber auch nicht grob, gell? Das irgendwann mal so als Nahkämpfer ist es gar nicht schlecht, wenn man so eine Fernkampf-Power hat oder so, um Gegner zum Ziehen, damit man nicht immer so viel auf einmal platt machen muss. Aber ist das schon einer, oder? Schauen wir mal, you channel keine energy, is on a concentrated position upon a target, possibly knocking them down. Also das heißt, wir machen dann Willpower-Angriff sozusagen oder Energie-Power-Angriff und können wir damit Äftel die Leute auch umhauen. Eine Möglichkeit. Presence ist eher, ja, Leute beeindrucken. Medicine ist Leute heilen. Leaping ist ganz cool, da kann man sehr weit springen. Oh, da gibt es einen Nahkampfangriff, ist auch cool. Leadership ist auch nicht schlecht, da macht man alle um sich herum besser. Das ist aber eher was für später, wenn man dann nur Powers hat. Force of Will. Oh, da gibt es einen Mighty Leap, schau so. Ah ja, das habe ich mit dem letzten gehabt. Weaken Resolve, da kann man dem Gegner praktisch Schadenspotenzial abziehen. Da kann man Defense abziehen, Schadenswiderstand abziehen und Chance to Hit, die treffen schlechter, mal alles schlechter. Und da haben wir auch ein Mighty Leap drin, also da kann man auch springen damit. Aber passt das? Passt eigentlich nicht so richtig. Fighting ist halt noch mehr Fighting Powers, das habe ich schon. Flight ist rumfliegen, das ist cool. Für einen Nahkämpfer finde ich jetzt im Kampf nicht so wahnsinnig praktisch. Du hast zwar Hover. Hover gibt einem auch noch einen Defense-Bonus. Aber Nahkämpfen und Rumschweben ist irgendwie seltsam. Obwohl das mal lustig war zum Ausprobieren, oder?
eiskalt, oder? Das mache ich. Jetzt war wieder kein Fernkampfangriff. Ich finde das jetzt irgendwie lustig. Ja, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Wie das ist. Wenn man da rumhavert. So, das ist jetzt leider der normale, oder was heißt leider, das ist meine Flugpower. Kann jetzt also ganz normal fliegen. Das nächste Mal im Level 8 oder so, oder irgendeinem anderen geraden Level, kann ich ja dann das Hover mal nehmen. So. Ich fliege. Hallo, Mr. Atlas. So, das ist Atlas Park. Da hinten ist das Auktionshaus, sozusagen. Hier haben wir eben die Level-Trainerin, das glaube ich ist, da vorne uns ist ein Portal für Basen. Man kann nämlich hier auch Basen bauen, seine eigenen. Ja. Nice, da muss ich sagen, oder? Ein bisschen hin und her rumfliegen. Schauen wir mal, was haben wir denn für Mission überhaupt? Return to Contact, sagt's. Officer Fields, oh, den können wir anrufen schon, das ist natürlich nicht schlecht. Dann rufe ich den da mal an. Good to see you. Made it back in one piece, Karl, Valentin Karl. Schon wieder. Ganze Zeit. What did you find? Wow, a note from Dr. Vazilok himself. And what's this about? Das habe ich verlesen, oder? And what's this about Bot? No. Larry Bot is dead. Unless his brother Joseph, this is getting crazier by the minute. Okay. Ja, red du nur. Sag mal lieber, was ich machen soll. Da. Eine neue Aufgabe. So. Da ist es. Okay, dann fliegen wir da mal hier. Fliegen ist witzig. Also muss ich schon sagen. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, damals, als wir das gespielt haben, hat es diese Travel Powers erst mit Level 14 gegeben. Und das war halt dann natürlich schon der Wahnsinn, wenn du das erste Mal hochgeflogen bist und dir die ganze Stadt von oben angeschaut hast. War irre. Also damals. Ja, das ist jetzt, scheiße, das ist 30 Jahre her. Ja, Wahnsinn. Aha! Du brauchst Ärger oder was? Okay, kannst haben. Überleg dir das. Ich hätte es mir überlegt, wenn ich du gewesen wäre, du Backshot. Da Dumpfe kannst du gar nichts machen. Noch einer. Diese Backshots sind immer ein bisschen lästig, weil die Kinder noch einen umschmeißen, wenn sie ihn treffen. Wenn er einen trifft. Passiert zum Glück nicht sehr oft. So, ich schalte jetzt mal meine Sprint Power auch aus, weil ich brauche auch Ausdauer und die habe ich nicht so richtig. Jetzt schauen wir mal. Ja, Sümpfe. Nicht Sümpfe. Wie heißt's? Abwasserkanal. Naja. Da hätte ich jetzt einstellen können, dass die ein bisschen schwieriger werden, die Missions. Aber habe ich vergessen. Geil. Machen wir es wieder so. Grüß Gott. Ah. Ja, war irgendwie gescheiter, wenn ich erst den Zweier Angriff mache, weil der reduziert die Defense vom Gegner. Aber der Dreier Angriff macht schon brutal viel Schaden, kann es sein. Kommt mir das bloß so vor. Dann geht es nicht weiter, weiß ich zufällig. Oder hat man gesehen. So. Ja, da sind sie schon. Das war ja einfach. So, ich puste mir jetzt trotzdem ein bisschen auf, weil ich die Dinger loswerden muss. Oh. Vorbeigelaufen. Das ist nicht gut. Und ich sollte vielleicht mal ein bisschen Herz einschmeißen, weil irgendwie. Ah, die explodiert gleich, scheiße. Ah, nein. Doch noch nicht. Diese Kadaver, wenn die im Ballen sind, dann explodieren die ganz gern. Solange man auf sie einprügelt, glaube ich, geht das ganz gut, dass man es davon abhält, aber ja, weglaufen ist, glaube ich, das Gescheiter in dem Fall. Taktischer Rückzug, da ich mal sagen.
Ein Wegläufer klingt nicht gut. Gefällt mir nicht. So, Freunde. Na dann. Grüß dich. Ja, der im Baum da hinten bleibt stehen, das ist gut. Der angreifen. Ist mir recht. So, jetzt schau, dass mein dicke Power wieder online kommt. Haben wir dem gleich mal auf die Mütze mit der großen, damit der nicht explodiert, weil ich glaube, das macht einen ganzen Haufen Schaden. Ja. Werden sie den nicht. Könnte aber auch durchaus sein, dass das tatsächlich so ist, wenn die keine Lebenden dabei haben sozusagen, dass die dann ein bisschen, wie soll ich sagen, langsamer sind und halt einfach nicht so gut reagieren. Tatsächlich verlaufen, eigentlich bloß geradeaus laufen müssen. Naja, schauen wir mal, was da kommt. Aber irgendwie habe ich da jetzt gut Schaden eingesteckt, muss ich jetzt schon sagen. Finde ich komisch. Bin ich nicht gewohnt. Aber kann auch sein, weil diese Vazilok nämlich nicht Smashing und Lethal Damage machen, sondern mal irgendwie Poison oder sowas. Das ist natürlich nicht cool. So, jetzt haben wir hier oben Joseph Bott. Ah, ein dreckiger Verräter. Hm? Live Machine. Hier steht Vazilok Live Machine to remove bots in vulnerability. Das ist wahrscheinlich das da. Ja, tatsächlich. Dann prügeln wir jetzt mal auf das Ding ein. Die erstmal weg da. Weil wenn der nämlich unverwundbar ist, ist uncool. So. Ist jetzt immer noch so frech. Ja, ist immer noch so frech. So. Das ein bisschen aufpusten, meine Wenigkeit. Oh. Das geht ganz gut eigentlich. Das ist eigentlich. Oh ja. Au. Wenn er mal trifft. Wenn er trifft, macht er ganz schön Schaden. Ich mir auf. Aber das ist das. Der hat jetzt mit so einer Darkness Power angegriffen. Natürlich nicht gesund für mich, wenn du keinerlei Resistance dagegen hast. Das ist natürlich für den Arsch. Da steckst ganz schön ein. So, dann haben wir den also auch beseitigt. Jetzt schauen wir mal. Officer Fields. Ja, dann können wir mit Sicherheit Aura vor. Ja. Und schon wieder aufgestiegen. Es geht am Anfang echt so schnell. Ist da haben wir. I did it, ja, ich hab's getan. Ich weiß schon, danke, sehr freundlich, danke, ja, weißt, ist gut. Neuer Kontakt, immer gut. Gegen die Vazilok kämpfe ich nämlich echt nicht gern. Eben aufgrund von den komischen Powers. Das sind mir Gegner lieber, die halt einfach ja, draufhauen, so wie die guten Hellions hier. Die haben halt einfach Pistolen und Messer und das passt mir besser. So, Iron Theory. Das ist ein Gruppe Seraph. Aha. Der gehört zu einer Supergruppe, okay. Herr Bösche informiert mich, klar. Sagen wir dem noch Missions. So, dann, Arachnos. Die Arachnos haben, ja, die so ein bisschen, die haben eine recht gute Mischung an Angriffen. Also die haben Energieangriffe und normale Angriffe. Schauen wir mal. So. Ja, ich bin da leider ein bisschen faul mit dem Vorlesen immer. Tut mir leid. Falls ich das ändern muss, mache ich das natürlich. Ne? Aber im Endeffekt ist ja das Lustige an dem Spiel, die Powers auszuprobieren und die bösen Villains zu verprügeln. So, hier haben wir übrigens noch einen Afterburner, da kann man ein bisschen schneller fliegen, wenn es mal schnell gehen muss. So,
Spider, du bist ja grau. Das ist kein Gegner für mich, mal jetzt ganz echt sagen. Zack. Ist zwei mit drauf haben, ja. Was ist das, wenn man so eine große Klappe hat? 13. Noch 13 Arachnos. Gut. Mal das so. Jetzt hat er sich bei mir Angriffspause gekriegt, damit es da mal ein bisschen besser ausschaut. Das ist ja lächerlich. Okay, ich laufe jetzt also zwischen den zwei Punkten hin und her. Oder wie? Ja, machen wir das halt, ne? Ne? Spawnen nicht wieder, aber hier vorne waren noch welche. Da sind noch Arachnos. Arachnos ist so irgendwie der Ober-Super-Villain hier. Das sind seine Handlanger. Schauen irgendwie auch cool aus, muss ich ganz echt sagen. Man kann ja auch Villains spielen bei dem Spiel. Ne? So ist es ja nicht. Und da kann man sich auch Arachnos-Villains machen. Also im Endeffekt genauso ausschauen wie die Jungs hier. Die schauen gut aus, kann man sagen. Waren als Gegner auch Spaß, weil sie eben recht variabel sind. Ah, jetzt habe ich da eine befreit. War gar nicht mehr Absicht. Aber so ist es halt als Held. Ach, was soll ich sagen, halt einfach, ne? So. Also erinnert schon ein bisschen sehr an, ne? So das Böse von den MMOs, bösen Questen, so ja, kill 5 von denen, 6 von denen, bring mir 13 davon. Klar, gibt's hier auch, oder es ist auch im Endeffekt das gleiche, aber es ist halt schön verpackt. Wenn man sich die Missions mal durchlesen würde und nicht so faul wäre wie ich. Aber im Moment finde ich das einfach nur ganz lustig, hier ein bisschen rumzuholen. Ja, da sind wieder welche. Hallo. Gute Nacht. Ja, das schaut jetzt hier brutal aus eigentlich, gell? Das weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Aber die Gegner leben noch, wenn die da umfallen. Weil man sieht hier, die haben so ganz bisschen haben sie noch an Lebenspunkte. Ja. 11, ja, 29 oder sogar noch. Also der ist nicht tot, der wird jetzt dann wegverhaftet, ganz brav. Kommt die Polizei und nimmt die mit. Oh, ups. Zu lange gewartet. Dann spawnen die natürlich gleich wieder, gell? Ah, zack. Ja, mal lieber weg hier. So, wo ist mein Kontakt? Da unten ist er. Fliegen wir da mal hin. Kann da eigentlich mein Kostüm ändern und mir so ein Jetpack oder sowas geben? Schaut mit Sicherheit nicht schlecht aus. Oder Fliegel. Gibt nämlich so schöne Tech-Fliegel. Oh, ich befürchte, ich kenne die Quest-Reihe. Jetzt muss ich diese Dinge ummachen, oder? Bei Commander, Wolf Spider Commander. Ja. Teufel, wo die wieder rumhängen. Da hinten, okay. Ja, ich gebe es zu, also es ist schon so ein bisschen grinden. Ne? Aber, wie gesagt, ich finde es spaßig. Und das Spiel lebt ja auch ganz viel, finde ich, vom Multiplayer. Also wenn ich das jetzt vergleiche mit damals, wo wir zu mehreren zusammengespielt haben, Hundling, das war halt schon was anderes. Ne? Es war viel spaßiger, wenn man Lore spielt. Man konnte sich ja jederzeit Gruppen so, also das, wenn man mit jemand anders zusammenspielen will, findet man auch jemanden. Ganz oft gibt es hier unten hier diesen Looking for Group Channel. Da fragen ganz viele ständig nach, ob jemand irgendwie Demischen macht oder manche wollen einfach nur Radio-Missions machen. Man kann nämlich einfach im Prinzip das Polizeiradio abhören und dort dann Missionen machen.
Das ist auch sehr ja, witzig. Ich meine, das ist halt einfach. Suchst du Mission aus, gehst hier, machst die Mission, suchst du die nächste aus, fertig. Und das aber in der Gruppe macht natürlich dann schon eher Spaß. Ne? Das war natürlich schon was, wenn ihr ein paar Leute finden, da mit denen ihr fest zusammenzocken könnt. So, aufgeräumt. Jetzt muss ich 3 versteckte Explosives finden. Die sind sehr versteckt hier in diesen leuchtenden Crates. Entschuldigung, wenn ich immer wieder auf Englisch rüber switch, aber ich rede mit meiner Frau Englisch und deswegen sind manche englischen Wörter irgendwie kämen leichter in den Sinn als wir die Deutschen. Ah ja, ja, die muss ich neu dran bekauen. Jetzt noch nicht. Aber das wird lustig. Diese Pylons weghauen. Oder was auch immer das da ist. Das ist natürlich weniger cool, wenn man bloß so wenig Angriffspause hat. Das werde ich mir jetzt dann nämlich gleich sagen, schätze ich, oder? Ja, destroyed, genau, die müssen weg. Ah, gut, dann haben wir es halt weg. Dauert halt ein bisschen. Leider kann man da auch nichts Großartiges dabei helfen. Ich glaube, meine Aura macht das ganz gut. Man sieht links oben, was ich da an Schaden mache. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Aber es geht eigentlich, gell? Geht schon vorwärts. Ich finde, die Powers sind auch oft echt schön animiert, muss ich jetzt schon sagen. Dieses Naginata, wie das hin und her wirbelt, macht schon Spaß. So zum Schauen. Ich habe so einen Katana-Kämpfer gehabt. Oder das war jetzt mein letzter Charakter, den ich auf knapp über 20 gespielt habe. Ja, macht mit seinem Katana, es macht Spaß. Dazu zum Schauen. So. Jetzt fliegen wir mal wieder zu einem Zombie, oder? Wahrscheinlich steige jetzt eh gleich auf. Ob ich Glück habe. Ja. Ah, fast. Ah. So. Was haben wir jetzt? Save Matthew Habashi. Ja. Jetzt mal Matthew saven, ganz toll. Wie hat er das gemacht? So. Jetzt bevor ich in diese Instance neige, das ist ja instanziert, kann man hier unten nämlich den Level einstellen. Ich mache jetzt mal +1, das ist jetzt nicht so viel heftiger. Das heißt, die meisten Gegner sind gelb. Das bringt aber deutlich mehr Punkte. Das ist eigentlich nicht so gefährlich. Die Arachnos-Typen hier schon nicht ganz ohne sind, das gebe ich ganz echt zu. 3 Stück. Ja, ja. So ist, gell? Servus. Feste drauf, Alex. Immer feste drauf. So. Jawohl, jetzt bin ich aufgestiegen. Das heißt, ich kriege einen riesen Boost. Sieht man hier unten einen Haufen Inspirations sozusagen, die automatisch eingeschmissen werden. Das müssen wir jetzt ausnutzen, weil ich jetzt natürlich irre viel Schaden mache und super gut triff. Natürlich der Nachteil, dass die Gegner jetzt alle ein Level niedriger sind, als ich eigentlich gedacht hätte. Ah, schnell. Auf, Valentin, lauf. So. Zack. Sehr schön. Ah, noch halten's, noch halten's. Ah, kann man sich natürlich locker jetzt durchmetzeln durch die ganzen Typen. Sieht ja im Endeffekt nichts mehr aus. Oh, der war vorher orange gewesen. Prost Mahlzeit. Ah, Gleis vorbei, Gleis vorbei. Ja. Das glaube ich war's, oder? Keine Boni mehr. Jetzt schauen wir mal, ob es auch ohne geht. Ja, die sind jetzt auch bloß weiß, das ist also völlig in Ordnung. Pust mich trotzdem ein bisschen auf, weil die kriegt man ja wieder, diese Inspirations, die kommen so zurück, zack. Schöne Kombi. Einmal, zweimal down.
Und mit der Feueraura außenrum macht es natürlich irre Spaß. Gell? Die sind alle schon schwerst verletzt, wenn man sie das erste Mal angreift. Hat was, hat was. Also ich muss sagen, hätte ich nicht gedacht, dass der so viel Spaß macht. Ist schon lustig. Ah, kommt mir die Mission bekannt vor. Ich glaube, da taucht jetzt dann irgendwie noch einer auf, der ziemlich dick ist. So, schaut's aus? Ja. Ah, desorientiert. Erste Mal, dass die Sieg hat. Die anderen waren immer einfach gleich tot. Das macht natürlich. Also ausgeschaltet, Entschuldigung. Darf ich nicht tot sagen, weil sie sind ja nicht tot. Sondern ausgeschaltet, gell? So, jetzt müssen wir da oben auf. So, Freunde. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber ich finde das nicht in Ordnung, was du da treibst. Servus. Ja. Den hab Bashi umgehauen lassen. Und so. Bashi, geht's noch? Anlegen, Karl, ja, schon, looks like the plan worked pretty well. Ah, that was crazy, could have killed. Er lebt noch, okay. So, jetzt gibt's hier irgendwo eine Mole. Okay, ich muss da rüber, dann gehen wir mal da rüber. Ich dachte beim letzten Mal ist da plötzlich so ein Gegner aufgetaucht, der echt dick war. Ich glaube, der hat mich zweimal auseinandergenommen oder so. Oder dreimal mindestens. Entschuldigung. Die frühe Reederei bin ich nicht gewohnt. Aha, aha, aha. Confront Auron Theory. Okay, der Auron Theory ist also der Verräter. Na, Prost Mahlzeit. Das ist ja ganz toll. Ich meine, da war aber mit Leuten zusammen, ne? Die arbeiten mit Helden zusammen und sind nicht inspiriert davon. Muss man nicht verstehen, ist aber so. Herr Freundal, so nicht. Da, er versucht sich zu rechtfertigen. Jetzt kann ich entweder umbringen oder einkerkern. Und dann natürlich brav einkerkern. Ne? Weil ich bin ein Held. Ich bringe keine Leute um, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Da ist er ja. Das ist ja gar nicht so dick. Aha. Fight fire with fire, huh? Tja, das war jetzt keine gute Idee. Okay. Oder doch? Du meinst doch, du bist was Besseres, oder? Okay. Offensichtlich ist sowas Besseres. Er kann mit seiner Shotgun umgehen, nicht so wie die Bugshots draußen. Aber hilft ihm auch nichts. So, sehr schön. Mission complete. Was auch ziemlich cool ist an dem Game ist, man kann halt einfach mitten in der Mission, also ich stehe jetzt mitten in diesem Gebiet drin, muss nicht zurücklaufen, mache einfach Exit, zack, bin draußen. Das zu der Zeit, damals war das so voll die Innovation. So, jetzt rede ich nochmal mit Matthew Habashi und dann hier aufleveln. Der ist ja wahrscheinlich eh bei der Lady Liberty. Ja. Kann schon sein, oder? Ja, schaut ganz so aus. Jetzt kann ich so kurz mit dem reden. Vielleicht wäre er noch Level 9. Nachdem er hier so schnell aufsteigt. Eigentlich wollte ich mit Level 7 ein bisschen Inspirations kaufen, gell? Nein, nicht Inspirations, Enhancements. Oh, da steht er mit seiner Frau. Schaut euch das an. So. Ja, ich mache natürlich weiter. Ha, tatsächlich aufgestiegen. So, danke Mann. Bis dann. So. Der mal aufleveln gehen. Schauen wir mal, was wir jetzt nehmen. Ja, cool. Grüne Farbe. So. So,
So, was gibt's jetzt da? Ja, es gibt zuerst mal wieder 2 Slots. Die da mal dann mal ein bisschen offensiver mal, wenn die Gegner schnell sterben, brauche ich nicht so viel einstecken. Schon aus Stockwell, ja. Da können wir gerne mal hingehen. Und jetzt sind wir aber, glaube ich, auch noch Offensive Power, oder? Irgendwas zum Draufhauen. So, was haben wir da? Stuff Mastery. By purchasing this power, you will gain access to the following powers from form of the body, form of the mind, form of the soul. Each of these toggle powers will allow the user to build up levels of perfection, which grant the user a stacking short duration buff. Okay. Each buff is unique to the active form, and only one form can be active at a time. Perfection can be released by executing Eye of the Storm or Sky Splinter. When either of these attacks are empowered with perfection, they will have an additional effect. Okay. Okay. Das brauche ich noch nicht. Also, ja. Eye of the Storm müsste ich dann vorher nehmen. Ne? Damage High. Das klingt gut. Das nehmen wir doch, oder? With a lightning fast series of spins of your stuff you strike at nearby foes, knocking them down. Mhm. Ja, das nehmen wir. Das hört sich gut an. Hoher Schaden, Leute umhauen, immer gut. So, und jetzt kommen wir da auch noch gleich 2 Slots reinlegen. Sehr schön. So, jetzt muss ich natürlich diese Power ausprobieren, gell? Wenn man schon eine Power hat, muss man die ausprobieren. Aber ich habe hier wahrscheinlich lauter so Mini-Gegner, die tot umfallen, bevor ich überhaupt hinkomme. So. Ja, das ist lustig, ja. Ja, okay. Stuff gefällt mir immer besser. So, soweit so gut für heute. Macht es gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal.